Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Leute, diesmal zur Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel 200. Spieltag bei RB Leipzig. Ja, bevor wir da reingehen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr hier seht, lasst gerne ein Abo da, damit unterstützt ihr einfach das, was ich hier so tue. Ja, vielen lieben Dank dafür. Und damit Abfahrt. 1. Mai für den FC Bayern nach Leipzig zum drittletzten Spiel der Saison morgen. Und dazu heute willkommen zur Pressekonferenz mit Vincent Kompany und Christoph Freund. Und bitte zu Beginn die sportlichen Fragen. Das wäre doch schön, oder? Das wäre doch schön. Fangen wir nicht mit Eric Dyer an. Bestimmt geeignet von Sky. Ja. Magst du gleich? Sportliche Frage. Sportliche Frage. Dann ja. Warte. So lächerlich, Alter, dass du die Reporter da anflehen musst, was für Fragen die stellen. Natürlich an den Trainer. Wie ist es, so ein Spiel wäre eigentlich schöner zu Hause zu feiern, gegen Mönchengladbach. Kann man da irgendwas tun oder muss man das jetzt eintüten? Und für Harry Kane wäre es auch besser, in München zu feiern. Also wäre ich, glaube ich, das erste Mal in meinem Leben, wo ich mir vorstellen könnte, dass eine Niederlage niemand ärgert. Ja, nein, dann haben Sie das nicht richtig gesehen in diesem Fall. Wir wollen auf jeden Fall, also hoffentlich morgen gewinnen und dann Meister werden. Das wäre schön. Und ich glaube, dass es für Harry auch nichts ändert. Also das ist vielleicht jetzt so eine Geschichte. Ich verstehe das auch, aber letztendlich über 34 Spiele über die Linie kommen, es passiert nicht in einem Spiel. Aber hoffentlich können wir morgen natürlich in diese Finale Meister werden. Naja, und die Schale gibt es ja morgen auch nicht. Ja, also muss Harry Kane halt mal auf die Zähne beißen. Dass er nicht dabei ist, ist er selber schuld. Von daher ist doch alles gut. Ja. Klar wird ihn das in dem Moment dann vielleicht ärgern, aber ich glaube, wenn man dann nach 31 Jahren das erste Mal einen Titel gewonnen hat, wird man das auch schnell abhaken, dass man dann da jetzt nicht auf dem Feld stand und wird dann umso euphorischer bei der Schalenübergabe da am Start sein. Aber ja, ich hab im Moment nur auch Gedanken gemacht über was für Gegner wir haben morgen und wie schwierig das werden kann und was wir richtig machen müssen. Und deswegen bleibt es auch eine ganz normale Spielvorbereitung. Danke, Vini. Nächster ist Klaus Bergmann für die dpa, bitte. Herr Kompany, Thomas Müller sagte letzte Woche, den einen Punkt traue ich uns schon noch zu. Wie geht denn eigentlich Ihre Meisterrechnung? Würden Sie auch sagen, wenn es unentschieden ausgeht angesichts des Torverhältnisses, dann können wir ruhig feiern? Ja, es ist bei mir immer so einfach. Ich brauche eigentlich nicht zu rechnen, weil es ist bei mir einfach egal, was für Spiel, ich möchte immer gewinnen. Auch wenn es ein Freundschaftsspiel ist, glaub mich. Und das heißt, dass ich immer Vertrauen habe, wenn die Vorbereitung stimmt, wenn wir alles richtig gemacht haben und nicht auf einmal gedacht haben, okay, dieser eine Punkt, das kommt schon, dann habe ich Vertrauen, dass wir das schaffen, wenn wir das hoffentlich, wenn wir auch Meister sind, auch durchziehen und weitermachen. Dann habe ich auch das Gefühl, dass wir dann auch die nächste Titel vorbereiten. Und das ist in die Einstellung so wichtig, glaube ich. Das heißt, es geht nicht nur um einen Punkt, es geht einfach um einen Sieg morgen. Und dann nach Leipzig kommt wieder die gleiche Geschichte und dann wieder und das muss bleiben. Erste Reihe vorne, Heiko Niederer für die Bildzeit. Also Frage nicht beantwortet, ob man dann sich als Meister fühlt, aber ja, alles gut. Ja. Ich denke, man muss da jetzt kein Hackmack machen, ob wir jetzt morgen Meister werden oder nächste Woche Meister werden. Die Meisterschaft ist safe und damit ist gut. Ja, wenn du morgen nur einen Punkt holst, dann ist es rechnerisch immer noch möglich. Da fängt man nicht an zu feiern. Machen wir uns auch nichts vor. Also. Können Sie einmal sagen, wie es bei den Verletzten und Angeschlagenen aussieht? Kann Manuel Neuer eventuell ins Tor zurückkehren? Oh, lass den Neuer nicht ins Tor zurück, Alter. Ich kriege einen Kotzen, Alter. Du kannst doch jetzt nicht einen jungen Torwart, der gerade sehr, sehr hohes Level hat, sehr, sehr gut integriert ist, sehr, sehr gut spielt, kannst du doch jetzt nicht wieder für so einen alten Sack, der in sein letztes Jahr geht, da ersetzen. Also das ist doch völliger Schwachsinn wieder. Und wie ist generell der Plan mit den Verletzten? Kommen die eventuell mit nach Leipzig, um mitzufeiern, wie es ja Harry Kane auch vorhat? Sind Musiala und Koda auch dabei oder warten die dann auf euch und bereiten die Feier? Nee, Fonzie Davies ist im Livestream und unterhält euch. Zu Hause vor. Auch so eine Witznummer, Alter.
Naja, ich persönlich bereite keine Feier. Ich bereite ein Spiel und ich möchte gewinnen. Und was die Jungs angeht, ich glaube, wir hatten in Mailand die Unterstützung von Upamecano und Manu und vielleicht kommt auch der eine oder der andere Spieler mit nach Leipzig, aber das hat immer ein bisschen das Unterschiedliche zu tun mit Reha-Programm und was sie noch machen muss, damit die fit sind für das nächste Spiel gegen Gladbach. Das bleibt die Priorität. Aber ich kann mich schon vorstellen, dass Harry diese Möglichkeit nicht verpasst. Und ja, wie es die verletzten Spiele angeht, also Manu hat eine gute Woche hinter die Rücken. Sagt man das hinter die Rücken? Ja? Hinter sich. Hinter sich, ja. Okay. Aber hinter die Rücken, jeder versteht es. Ja, manche Worte kann man ganz gut übersetzt von Niederländisch nach Deutsch, nicht alles, habe ich gerade gemerkt. Und ja, von Manu war das eine gute Woche, aber wir haben entschieden, dass wir im letzten Moment zusammensitzen, das heißt nach diesem Training und dann gemeinsam sehen, was best ist für Manu und für die Mannschaft. Beste für die Mannschaft ist, wenn der Urbich im Tor bleibt. Punkt. Das ist auch das Beste für Urbich, Alter. Also ich finde es eine Katastrophe, jetzt wieder alles an einen Manuel Neuer auszurichten, der einen Einjahresvertrag hat und danach sehr wahrscheinlich keinen Vertrag mehr bekommen wird. Ja? Also das ist eine Katastrophe. Sorry. Ja? Da muss man dem Manu einfach mal sagen, Alter, du musst jetzt mal zurückstecken. Punkt. Und ja, Sie wissen, in die Verteidigung haben wir ein paar Spieler, die fehlen und ein paar Spieler auch da vorne, das heißt Harry und Jamal und so, und da ändert sich nichts natürlich. Ich glaube, I trust you guys to get the right lineup for the back line tomorrow. I think you will be able to guess it. Wir haben nicht mehr so viele Möglichkeiten. Dann in der Mitte Felix Roderer für Antenne Bayern, bitte. Ja, hallo zusammen. Auch zwei Fragen an den Coach. Zum einen bei Leipzig ist es ja eine sehr enge Tabellensituation. Da geht es ja auch noch um einiges. Stichwort Champions League. Was erwarten Sie da morgen von dieser Mannschaft? Und nochmal zurück zu Harry Kane. Sie haben gesagt, natürlich ist es gerade ein Thema. War es denn für ihn die letzten Tage auch ein Thema? Haben Sie da irgendwas wahrgenommen? Hat er sich geärgert oder hat er das irgendwie beiseite geschoben? Nein, null Thema. Und ich glaube, das Vorteil auch von Harry ist, weil wir haben auch ganz oft diese Saison gesprochen über, wenn er Harry mal 1 oder 2 Spiele nicht trifft und wie reagiert er, wie geht er damit um. Und Harry ist eigentlich, von was ich gemerkt habe, bis jetzt einer unserer besten Profis, auch mental meine ich. Wie überraschend. Der weiß schon, sein Moment kommt und dieses Selbstvertrauen strahlt er immer aus. Das heißt, dass er jetzt im Moment uns hilft, weil er, glaube ich, die Jungs unterstützt und weil er die Jungs vielleicht mental auch mit vorbereitet. Aber dass er nicht auf dem Platz ist, Samstag, habe ich nichts von gemerkt. Ich habe ein paar Mal gedacht, gut, das ist gut drauf, der macht einen Samstag. Und dann habe ich mich wieder erinnert, der darf nicht spielen Samstag. Deswegen, was ich meine, er hat gut trainiert. Entschuldigung, die zweite Frage? Ja, also für Leipzig ist ja, noch um einiges, was Sie da erwarten morgen. Und was Leipzig angeht, es ist immer schwierig, weil natürlich gab es diese taktische Änderung für das Spiel gegen Frankfurt von Viererkette nach Fünferkette. Aber es bleibt eine Mannschaft mit so viel Talent, so viel Qualität. Die Jungs da vorne können immer ein Spiel entscheiden, haben die einfach sehr, sehr viel Möglichkeiten auch mit dieser Kader. Und dann gibt es natürlich immer diese Reaktion, wenn man verloren hat, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man sagt, okay, dass die Intensität und die Energie da sein muss, dass man dann auch sagt, dass man offensiv spielen möchte, weil gegen Bayern glaube ich, dass die Entscheidungen ganz oft sehr radikal sind. Es ist entweder Vollgas oder voll hinten. Und ganz oft, wenn wir gegen Gegner spielen, gibt es nichts dazwischen. Und ich kann mich schon vorstellen, dass nach diesem Spiel gegen Frankfurt und die Situation auch in die Liga, dass es für Leipzig nicht nur so ein Spiel ist, aber dass wir die beste Version bekommen. Und deswegen müssen wir uns auch vorbereiten auf dieses Spiel und nicht auf eine Party.
Gleich daneben Julian Buhl für T-Online. Guten Morgen, ich hätte 2 Fragen an Herrn Freund. Es war zu lesen, dass Eric Dier den FC Bayern verlassen möchte. Ja, können Sie da was dazu sagen? Und die zweite Sache, können Sie uns im Fall Alphonso Davies mal auf den aktuellen Stand bringen? Wie war da der Austausch mit dem kanadischen Verband? Und ja, Alphonso Davies ist jetzt Streamer, der ist kein Fußballer mehr. Jesse Marsch, und wie ist man da auseinandergegangen? Zur ersten Frage, ja, mit Eric haben wir die letzten Wochen Gespräche geführt über eine mögliche Vertragsverlängerung. Er hat uns aber jetzt mitgeteilt, dass er den Vertrag nicht verlängern wird bei Bayern München und uns mit... Ja, absolute Farce, ne? Absolute Farce. Mache ich ein kurzes Extra-Video zu, bevor ich jetzt hier in der Reaction irgendwie einen Monolog von 10 Minuten halte. Könnt ihr euch das dann anschauen. Saisonende verlassen wird. Das ist Fakt. Es war eine super Zeit mit Eric. Er hat das richtig gut gemacht. Ein super Junge, auch ein super Typ für die Mannschaft. Und hoffentlich krönt er seine Bayernzeit jetzt mit seinem ersten Titel. Das wäre sehr, sehr schön für ihn. Und es sind jetzt noch 3 Spiele mit ihm, aber er wird den Vertrag bei uns nicht verlängern. Alphonso Davies. Wir sind noch im Austausch mit dem kanadischen Verband. Da gibt es noch 2, 3 Sachen zu klären. Ich habe auch mit Jesse Marsch gesprochen, wir haben telefoniert, man hat die Standpunkte ausgetauscht. Was willst du da jetzt klären? Ich verstehe es nicht. Was willst du da jetzt im Nachhinein noch klären? I don't know. Der Spieler ist verletzt oder war verletzt im Spiel, wurde so ins Flugzeug gesetzt und ist nach Hause geflogen. Also was gibt es da jetzt zu klären? Dass das nicht die feine kanadische Art war, denke ich, sollte klar sein und das kann man gerne ansagen, aber was willst du da jetzt klären? Verstehe es nicht. Aber prinzipiell gibt es da keinen neuen Stand, aber es gibt immer noch Kontakt zwischen dem kanadischen Verband und uns, weil wir einige Sachen noch besprechen möchten. Christoph, nur kurze Nachfrage. Mikro. Nimm's Mikro, ja genau. Ja. Nur kurze Nachfrage. Eric Dier war 2 Jahre Vertrag für euch keine Option, kann ich mir ja vorstellen, aufgrund des Alters. Ja, lächerlich. Aber wie gesagt, extra Video. Und dass er nur die Nummer 4 ist. War schon eine Option. Ja. Und trotzdem nicht. Ja, wir haben gute Gespräche mit ihm geführt, mit dem Berater, aber es gibt eine andere Möglichkeit, glaube ich, wo er nur einen längerfristigen Vertrag unterschreiben kann und das ist dann auch zu respektieren, aber wie gesagt, es gibt nur positive Sachen über Eric zu sagen. Ich glaube, er hat sich auch in München sehr, sehr wohl gefühlt, auch im Verein, drum, es ist sicher keine leichte Entscheidung auch für ihn gewesen. Aber er freut sich jetzt auf die letzten 3 Spiele mit uns extrem und will eben seine Zeit in München hier noch krönen. Für ihn wäre es ja auch der erste große Titel, von dem her ist er darauf voll fokussiert und dann wird er weiterreisen. Nebendran Stefan Kumberger für Sport 1. Ja, hallo in die Runde. Vincent, Mitte Februar ging es um das Thema Abwehrboss und da haben Sie gesagt, ich muss ablesen, ich war als junger Spieler auch nicht sofort ein Abwehrboss. Am Ende war deutlich, wer der Boss in der Verteidigung war, das muss wachsen. Zitat Ende. Wie haben Sie das damals gemacht? Was haben Sie mitgebracht, dass Sie Abwehrboss wurden? Und Frage an Christoph Freund, wie hat sich denn jetzt die Kaderplanung in der Defensive, da stehen ja doch einige Herausforderungen an, auch weil Hiroki Ito verletzt ist, jetzt durch den Abgang von Eric Dier verändert? Ja, ich glaube Leistung und Titelgewinn und das brauchst du und das... Du musst natürlich auch schon diese Art Mensch sein, ja. Wenn du so super, weiß ich nicht, schüchterner Mensch bist, der nicht so aus sich raus kann und so. Auf dem Fußballfeld, außerhalb ist immer was ganz anderes, ja. Dann wird das auch nichts. Ja. Also wenn ich mir Min-Jae Kim angucke, wird der nie ein Abwehrboss sein. Ja. Einfach von seiner Art her auf dem Fußballplatz. Also du musst natürlich schon das Kommando übernehmen und musst auch das Selbstvertrauen haben, die Spieler dahin zu stellen, wo sie hingehören und natürlich auch durch Leistung. Du kannst nicht keine Leistung bringen und dann meinen, du machst da den Zampano. Das funktioniert natürlich auch nicht. Aber das ist natürlich auch schon ein Charakterzug. Es reicht nicht, wenn du gute Leistung bringst und Titel gewinnst. Dann bist du nicht automatisch ein Abwehrboss. Ja, das funktioniert halt nicht. Das baust du auf über die Zeit. Natürlich ist es immer ein bisschen leichter, diesen Schritt zu machen, wenn du fit bist. Und wir haben gerade gesagt, wir haben 5 Verletzte in der Verteidigung im Moment. Und das heißt,
dass das natürlich einen Einfluss haben kann, aber es ist einfach Leistung und Titel gewinnen und kommunizieren und irgendwann setzt sich das. Ja, grundsätzlich für unsere Defensive muss man mal sagen, diese Saison war schon herausfordernd, weil wir einfach immer wieder Langzeitverletzte hatten. Wir hatten den ganzen Herbst fast Stani weg, Ito weg, sogar noch länger, dann jetzt mit Upa, mit Fonsi, aktuell mit Rafa. Also wir hatten immer wieder einige Verletzte zu beklagen und trotzdem haben wir die stabilste und beste Defensive auch in dieser Saison. Also wir haben jetzt, glaube ich, in der Bundesliga 29 Gegentore kassiert, wollen uns da natürlich immer weiter verbessern, das ist unser Anspruch, aber trotzdem haben es die Jungs, glaube ich, richtig gut gemacht, trotz der Herausforderungen, dass man so viele Langzeitausfälle hatte. Und die Situation mit Erik, wie schon gesagt, wir haben mit ihm gesprochen, wir wären interessiert gewesen, dass er bleibt, aber wir sind sowohl qualitativ als auch quantitativ in der Verteidigung gut aufgestellt. Wir müssen jetzt natürlich ein bisschen verfolgen, wie sich die Verletzten-Situation entwickelt, auch mit Hiroki. Wie lange er dann wirklich ausfallen wird. Der Upa hoffen wir, dass er zeitnah wieder zurück ist. Und wir werden die Situation... Ja, und mit Upa gehst du auch dann ins letzte Vertragsjahr, dann kommst du ja nicht aus dem Schuh. ...deren gut analysieren. Aber ja, wie gesagt, wir sind wirklich gut aufgestellt und hoffen natürlich, unser großes Ziel ist, dass wir in der kommenden Saison nicht so viele Ausfälle in der letzten Linie haben werden. Wow, das ist wie wir in die Saison gehen, oder was? Unser Anspruch ist also, dass wir nicht so viele Ausfälle haben werden. Ja, dann sollte man vielleicht sich mal die letzten 3-4 Jahre anschauen. Machen wir noch 2, 3 Fragen bitte. Felix Roderer nochmal. Ja, Frage an Sie beide, mal weg vom Sportlichen. Es gibt eine große Ehrung, der Franz Beckenbauer Platz 5, das ist die neue Adresse der Allianz Arena. Wie finden Sie beide das? Und ist es jetzt auch nochmal fürs Team so eine kleine Extra-Motivation, wenn man am Franz Beckenbauer Platz spielt? Es ist für mich eine extra Motivation, aber ich will natürlich nicht spielen da. Ich glaube, ja, ich habe schon gesagt, ich war natürlich meine ganze Karriere Abwehrspieler und Franz Beckenbauer heißt für mich natürlich noch was extra. Als Beispiel für die Position, als absolute Legende. Natürlich ist er unheimlich wichtig für die Fans, aber was für mich auch wichtiger ist, dass man eigentlich als Spieler nie weiß, was seine Karriere dann bringen wird in die Zukunft, wenn man tatsächlich spielt. Und was Franz erreicht hat, ist, dass nicht nur die Generation, seine Generation genau wissen wird, wer er war, aber auch die nächste Generation und die Generation, die danach kommt. Und ja, und das schaffen nicht viele. Ja. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass man auch in Kontakt bleibt mit seiner Tradition und Franz Beckenbauer ist auch Tradition und das wird, glaube ich, in die Zukunft noch wachsen und diese Sachen führen dazu, dass das ist für die Spiele, glaube ich, auch einzigartig. Oh mein Gott, auf Deutsch kann ich nicht alles genauso erklären, aber Sie haben schon gemerkt, ich habe mich die Mühe gemacht, um das gut zu erklären, aber was ich meine, das bedeutet einfach sehr, sehr viel natürlich. Ja, ich finde es eine super Sache auch und sehr, sehr angemessen. Franz Beckenbauer war als Sportler so herausragend für den FC Bayern München, aber für ganz Fußball Deutschland und vor allem auch als Mensch. Und es gibt wenige Sportler und Menschen, die eine Zeit so prägen und vor allem auch jetzt noch die Zeit so prägen, auch junge Menschen, die Jugend von heute, jeder kennt Franz Beckenbauer, will Franz Beckenbauer-Trikot haben und das sagt, glaube ich, schon alles aus und darum ganz was Spezielles und finde ich sehr, sehr schön, dass dieser Platz jetzt so umbenannt wird. Und vielleicht eine gute Geschichte für euch, dann habt ihr das. Ich war 17 damals und wir haben gegen Bayern in die Champions League gespielt und es gab die Gerüchte. Es gibt manchmal Gerüchte, wie Sie wissen, in Bayern München. Und es gab damals schon ein paar Gerüchte, dass Franz Beckenbauer sehr interessiert war in meinem Profil und dass deswegen auch die Möglichkeit vielleicht da war, dass ich nach Bayern München komme als Spieler. Und ich weiß noch ganz genau, das Erste, das ich hatte im Kopf, ist nicht nur, dass ich nach Bayern München, aber ich möchte gerne unterschreiben für Franz Beckenbauer. Die Angebot ist damals nie gekommen.
Aber es gab auf jeden Fall schon in meinem Kopf, so wichtig war er, dass es für mich so war, ja, wenn ich irgendwie in die Nähe bin von Franz Beckenbauer, dann kann er mich helfen mit meiner Karriere. Und das ist dann danach hat noch geklappt ohne, aber ja, der war auf jeden Fall schon so wichtig, ja. In der Mitte Michael Schröer für die Bildzeitung auch, bitte. Eine Nachfrage noch zu Eric Dyer an Christoph Freund. Sein Vertrag geht ja theoretisch bis zum 30.06. Wie gehen Sie mit ihm im Hinblick auf die Club-WM um? Das werden wir intern und mit ihm noch besprechen. Das ist noch nicht final entschieden. Okay, nebendran. Klaus, du wolltest nochmal? Ja, Klaus Beckmann? Nicht mehr? Dann hier vorne nochmal Bildzeitung. 3 Leute heute da. Wunderbar. So lächerlich, dieser Verein, Alter. Also nicht unser Verein, der Verein der Bildzeitung. Eine Nachfrage auch an Christoph Freund. Der Name Jonathan Tah hat im letzten Sommer sehr lange eine große Rolle hier gespielt. Jetzt gibt es wieder Gerüchte. Können Sie einmal ganz kurz einordnen? Schon wieder Gerüchte? Ja, schon wieder Gerüchte. Ja, ist aktuell jetzt kein Thema. Wir haben aktuell viele Gespräche geführt mit den Spielern. Alter, das Thema ist doch, um das mal ganz kurz abzureißen, ja. Das Thema ist doch, man verlängert nicht mit dem Eric Dyer, weil man zu geizig ist, ja. Weil man Fonzie Davies 15 Millionen in den Arsch schiebt. Und dann willst du jetzt einen Tar ins Spiel bringen, der mindestens 20, 30 Mille Handgeld will und wahrscheinlich auch locker seine 15 Mille Jahresgehalt. Du bist bei Upamecano zu geizig, den auf 15 Millionen anzuheben, weil er will natürlich auch 15 Millionen haben, weil er Fonzie Davies 15 Millionen hat. Also brauchen wir nicht darüber reden, dass man ansatzweise einen Jonathan Tah verpflichten wird. Die bei uns sind. Und ja, jetzt wollen wir die Meisterschaft eintüten, so schnell als möglich. Und dann werden wir die weitere Planungen für den Sommer vorantreiben. Okay, dann haben wir es. Vielen Dank. Dann hier oben. Dann haben wir es. Ja. Ja. Wie gesagt, zu Eric Dyer mache ich ein extra Video. Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Habt ein schönes Wochenende. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Haut rein, bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.